Schweiz, da ist Deutschland. Olaf, der Schneemann. Jo, der chillt einfach da. Hallo und herzlich willkommen zu den Olympischen Spielen in Paris. Oh, look at this guy. Oh mein Gott, diese Sterne. Jo Leute, was geht? Wir sind in Paris zusammen mit Julie und diesem Mann hier. Und wir haben ein wunderschönes Hotelzimmer mit so Leuchtsternen. Die leuchten ja dann wirklich in der Nacht und die kannst du nicht ausschalten. Und so ein Rad. Aber das Wichtigste, Paul, okay? Und du bist noch nicht ready für das. Ich habe was noch nicht gesehen, oder was? Ja, es ist ein typisches Adi-Ding. Es gibt nicht mehr ein Adi-Ding als das. Es gibt hier Jugglers. Wow. Und in diesem Sinne, Jacqueline Ryan. und die könnten auch reingehen auf einmal. Auf die Olympischen Spiele in Paris. Nee, sag doch das nicht, Mann. Sorry. Wow. Wow, ey, echt krass. Ja, Roomtour, hier ist noch ein Balkon. Aber sobald man tatsächlich die Straßen auf Paris betritt, was hier auch gilt, musst du in einen Akzent sprechen. Alter, ultra schön. Dort oben, wenn man dort hochgeht, links ist das Moulin Rouge. Aber das ist leider kein Puff mehr, deshalb gehen wir da nicht mehr hin. Digga, da ist ein ultra kleiner Lift und hier ist eine richtig kleine Treppe. Guck mal. Oh. Ultra nice. Wow. Ah, hier ist auch ein Lift. Oh, hier ist ein Riesenlift. Digga, wir sind ja alle hochgelaufen. Das ist einfach ein normaler Lift. Digga, warum ist da eine Treppe, ein Lift und Lift? Aber ich will mit dem kleinen Lift gehen, oder? Der kommt nicht. Kommt der gar nicht? Ist der nur zum Hochfahren vielleicht? Bist du runtergelaufen? Hast du die Tür oben nicht ganz... Mal das gedrückt halten. Ey, vielleicht hast du die Tür nicht richtig geschlossen. Oh mein Gott, Digga. Ja, ich weiß nicht, der chillt einfach hier. Okay, rein da. Der Paul checkt einfach gleich die Augen. Hallo. So, oh mein Gott, er hat gedrückt. Er hat auf meinen Schwanz gedrückt. Ja. Oh mein Gott. Wichtig in Paris ist auch, dass man ein Madeleine isst. Ich liebe diese Dinger. Die sind ultra geil. Ich sag sogar, in Deutschland gibt es nirgends so geile Madeleines wie in der Schweiz. Bye guys, thank you. Wir haben jetzt hier das legendärste Puff der Welt. Moulin Rouge. Hat er gesagt, es ist ein Puff. Du hast gesagt, es ist ein Puff. Ich dachte, aber ich weiß War es das so ein Varieté-Theater? Auf jeden Fall ist jetzt ein Theater. nicht. Ein Theater, wo gefilmt wurde. Auch geil. Aber ich habe gerade heute in TikTok gesehen, da stand Sad what happened to the Moulin Rouge, weil das früher viel schöner aussah. Aber so sieht das jetzt aus. Oh, ici c'est la Tour Eiffel. Oui, bien sûr. Von hier oben sieht Paris aber irgendwie ganz anders aus. Paris, je t'aime. Yo, ich bin noch mal ganz kurz ins Hotel gegangen, hier in Paris. Und ich wollte euch sagen, wieso wir eigentlich hier sind. Wir wurden eingeladen von TikTok nach Paris, zu Olympia. Einfach so, um das Ganze mal anzugucken. Und ich dachte, ich mache einen Vlog, um euch mal so ein bisschen mitzunehmen, wie das hier so ist während den Olympischen Spielen. Ich war noch nie bei Olympia, noch nie Sommerolympiade, noch nie Winterolympiade. Das erste Mal, das heißt, es ist, glaube ich, so ganz geil zu sehen, wie das ist. Wir schauen heute Leichtathletik. Morgen schauen wir 10 Meter Turmspringen, Finale der Männer. Das ist sehr, sehr geil. Shoutouts an Tom Daly, den ich früher immer auf YouTube geguckt habe und der mitspringt. Ich wollte euch so ein bisschen mitnehmen. Ich bin sehr, sehr müde irgendwie vom Reisen. Chill hier im Hotel. Wir gehen nachher ins Leichtathletikstadion Stade de France und gucken uns das Ganze an. Wie die rennen, wie die springen und so. Das ist, glaube ich, eine geile Erfahrung. Boah, deshalb bin ich am Vloggen. Paris, wunderschöne Straße. Wunderschöne Menschen, wunderschöne Blumen und ich bin auch da. Aber ich check die Stadt noch nicht ganz. Das ist irgendwie ein bisschen... Kennt ihr so Städte, wo man ist? Man checkt so nicht den ganzen Vibe. Und das ist bei Paris so bei mir. Wo ist hier das Zentrum? Was ist hier das Zentrum? Eiffelturm. Sag ich jetzt einfach mal. Doch, das ist schon das Zentrum. Nee, so der Stadtkern. Ich meine nicht das check, ich check den Vibe noch nicht der Stadt. Ich muss noch ein bisschen reinkommen. Irgendwie sind hier überall Schießereien, aber dann ist irgendwie trotzdem geil. Dann stinkt es aber nach Pisse, aber dann ist es trotzdem geil. Und das muss ich noch ein bisschen rausfinden. In diesem Sinne ab ins Stadion. Stade de France heißt das Ding. Was für legendäre Fußballspiele waren dort drin schon? Legendär würde ich jetzt nicht sagen, aber Deutschland-Frankreich. Wann? 2015. Richtig. Wow. Das ist das Stadion. Da drin ist ja eine Rennbahn. Aber wenn du Frühstart machst, dann bekommst du einen Rennbahn. Ich hab's nicht kapiert. Wenn du zu früh startest, bekommst du einen Rennbahn. Ich hab schon verstanden. Es heißt das Stabhochspringen, weil sie tun mit dem Stab hochspringen. Das heißt Hürdenlauf, weil ich über die Hürde laufe. Ja, hä? Ich wusste gar nicht, dass 2 ein Paar ist. Wir gehen rein. Ich belästige den jetzt den ganzen Abend mit schlechten Wortspielen. Ach so, wir haben von hier gar nicht den Zugang zum... Da vorne ist die Fackel.
Ja, ich sage nicht, dass es die echte Fackel ist. Aber wenn die Snoop Dogg getragen hat, dann müsste ich tatsächlich mal einen Zug davon nehmen. Du weißt ja, ich kegel, aber Usain Bolt. Ist Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? So, wir rennen jetzt. Check den mal aus. Das ist die Pistole, mit der sie den Startschuss machen. Ich dachte, die sieht aus wie eine echte Pistole. Geil. Die Pistole von Olympia hat einen Kopfhöreranschluss. Sieht schon crazy aus. Mit dem Ding rennen die. Oh. Oh, that's crazy. Thank you. Thank you. On the ring. Das ist geil. Wir sind im Stadion. Holy shit. Wir haben jetzt das 400 Meter Staffelfinale der Frauen. Die Schweiz ist dabei, Deutschland ist dabei. Es ist sehr spannend. Und er ist hier im Stadion, aber er will eigentlich nur den HSV gucken. Wo ist hier der Fußball? Alle! Kabunji! Ja! Da ist die Schweiz, da ist Deutschland. Alle lebe! Ah ne, ich bin der Schweizer. Guck, die haben gehört. Ja! Ich hab die Medaille live gesehen! Ich nicht! Deutschland wurde Dritter. Die Schweiz war sehr, sehr schlecht, aber Grüße gehen raus an alle Schweizer. Ich glaube, er hat's geschafft. Sie wird überrundet von denen. Sie tut mir leid, aber sie hat gekämpft. Aber was viele Leute nicht wissen, sie führt eigentlich. Die rennt jetzt mit denen mit und alle denken, ja, die gewinnen, aber die hat schon eine Runde gerannt vorher. Think big. Leichtathletik ist vorbei, war sehr, sehr geil. Ich habe nicht so viel geredet, weil es war extrem laut. Aber ich habe so ein bisschen gefilmt, ich hoffe, man konnte es erkennen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leider die Schweizer nicht so gut gewesen wie die Deutschen, denn die haben Gold im Kugelstoßen. im Kugelstoßen gewonnen, unerwartet. Das war sehr, sehr geil. Und einfach geil zu sehen, wie das funktioniert. Dann rennen die, dann springen die und es passieren so 5 Sachen gleichzeitig. Ist sehr, sehr geil. Krasse Sportart. Jetzt geht's ins Haus of Deutschland und ich bin ein Schweizer. Nochmal ganz kurz vor eure Augen. Wow. Stade de France. Olaf, der Schneemann. Yo, der chillt einfach da. Oh. Ja, es ist der Eiffelturm. Und die haben eine Kamera, seht ihr die? Von ganz oben gespannt bis zum Stadion dort. Aber wir wissen nicht, ob es ein Stadion ist, damit die das filmen können. Crazy. Da. Die Olympischen Ringe am Eiffelturm. Das können nur wir sehen. Nur die Leute, die in Paris sind, können das sehen. Aber was ist das denn jetzt? Wir wissen nicht, was das ist. Ich sage, es ist Volleyball. Paul sagt, es ist nicht Volleyball. Das ist nicht Volleyball, weil, guck mal, auf dem Bildschirm läuft gerade Volleyball. In der Halle. Das ist nicht Beach. Stimmt. Oder vielleicht fängt es dort erst. Ich check's auch nicht genau. Das Ding ist, ich glaube, die Volleyball-Arena ist auf der anderen Seite. Meinte ich, ist auf der anderen Seite. Aber crazy. Das sieht crazy aus. Sehr crazy aus. Die Stadt ist voll mit Menschen. Die Stadt lebt und aus aller Welt, du hörst wirklich alles. Es ist ultra geil, wie einfach sich so alle Nationen versammeln. Und hier ist es. Das Wasser der Seine. Ich sag ganz ehrlich, ich würde dort einen kleinen Köpfer reinmachen. Ich würde riskieren. Aber man darf leider nicht baden. Es ist ultra heiß. Eiffelturm, Arena und auf der anderen Seite irgendeine andere Arena. Paris lebt, Digga. Das war jetzt zum Beispiel nichts, zu viel Wasser. Das darf bei uns nicht passieren, okay? Okay. So viel Wasser darf nicht passieren. Paul gibt dafür. Okay, ja. Ja, okay. Gehe ich mit. Würde ich mitgehen? Ich habe selber gar keinen Plan, aber es sieht sehr geil aus. Das sind einfach wie in ein paar Wochen. Ja, kein Problem. 10 Meter, alles easy. Das sieht gar nicht groß aus. Das sind ja nur 10 Meter. Ein bisschen trainieren müssen wir noch. Da stehen wir dann. Dort oben. So ruhig in der Halle, wenn die springen.
Und da geht's wieder los. So geil. Ja, gewonnen. GG. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr Vlogs auf dem 2-Kanal feiert. Tschüss.